Am Mittwoch hat der Premier Jean-Claude Juncker Krautmat seine Regierungserklärung aufgegeben und betont, dass das Schlimmste noch bevorsteht. Es hat nie in Zweifel bestanden, dass es 2009 und 2010 zu einem massiven Budgetdefizit kommt und dass die Staatsschulden an die Lut gehen. Ein radikaler Fehler wie, budgetär Sparmaßnahmen anzuführen. Es könnte aber auch nicht zu einer Steuererleichterung, weder zu einer Steuererhöhung. Eine Erhöhung wäre nämlich Gift für die Konjunktur. Trotz der Nachricht, dass ArcelorMittal auch am zweiten Quartal Schulden von knapp $800 Millionen gemacht hat, besteht aber ein kleiner Lichtblick. Netto-Schulden konnten zwischen April und Juni 3,8 Milliarden Dollar reduziert gehen. An noch einer Sache Produktion geht es löserlos bergab. Nur frohe Stahl hat im Licht angezogen, so der Lakshmi Mittal. Und dafür gäbe noch ein paar Heisch-Evenes lanciert gehen, wie zum Beispiel den zu Florence. Der US-Präsident Barack Obama hat an einer Versammlung zu North Carolina annonciert, dass er noch langer Zeit echt Unzeichen für ein Ende von der Rezession vorausgesagt. Die USA ist seit Anfang Dezember 2007 an der Rezession. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass sich die Zahl vom Platzenaufbau im Talschend reduziert hat. Das wird unter anderem auf den Konjunkturpakt von $787 Milliarden zurückzuführen.